Anno 1404. Der Beginn einer neuen Ära. Tja, und zwar die Ära des Ladescreens. So wie es aussieht. Ne, hier ist er. Sehr gut. Willkommen zurück, Freunde, zu Anno 1404 Venedig. Ja, wer hätte es gedacht, hä? Lange musste darauf warten. Obwohl, warte mal. Ist es jetzt ein eigentliches Let's Play oder ist es nun Let's Test, Let's Show? Ich würde sagen, das liegt in eurer Hand. Oder in euren Händen. In eurer Hand. So, mit dem Schuh draus. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ne, liegt daran, weil draußen 30 Grad sind. Hier drin gefühlt 35 Grad. Und ich langsam ein bisschen irre werde im Kopf. Irre, alles Gleiche. Und ähnlich wie bei 1701, wo ich ja auch die History Edition gespielt habe. Ja, das ist jetzt auch die History Edition. Man sieht es auf den ersten Blick nicht sofort. Vom zweiten Blick fällt einem doch auf, doch, es ist doch ein bisschen alles ein bisschen detaillierter und so. Ist schon cool. Und ich bin natürlich gespannt, wie das Spiel selbst aussieht. Aber, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, mit der History Edition. Ich kann ja mal quatschen, scheiße. Mit der History Edition. Dies ist das vierte und letzte Let's Show, Let's Test Projekt. Demzufolge stellt sich nun die Frage, welches von den vieren sollen wir Let's Playen? Beziehungsweise fortsetzen? 1602, 1503, 1701 oder 1404? Und ich dachte mir so, bei 1701 habe ich da den Hardcore-Mode gewählt. War gar nicht mal so schlecht, so von einer Stunde gesehen und so. Klar, 1, 2 Schwächen drin gehabt, ja. Mit denen war zu rechnen. Aber ansonsten war es doch recht cool. Gab mittlerweile auch schon Feedbacks dazu. Und ich dachte mir einfach so, wisst ihr was, bei 14.0 für Venedig, Kampagne müssen wir eh nicht mehr machen, haben wir schon gemacht. Wird es überhaupt gehen? Warte mal. Hä? Nee. Hä? Wo ist die Kampagne hin? Sag doch... Ah nee, das war ja 14.0 für Venedig. Ja, sorry, stimmt, das war ja was anderes. Das ging ja nicht mit Venedig und so, das war ja der Quatsch damals. Nee, ich dachte mir jetzt einfach so, wisst ihr was? Hardcore-Mode, Anno 14.0 für Venedig. Das geht. Letzter Spielstand, man kann... Okay, das wollte ich das eigentlich nicht. Scheiße! Das kommt halt irgendwie in Auswahl. Aber interessant, dass die... ich meine, es ist ja die History Edition, dass er trotzdem noch die gleichen Spielstände zugreift, die ich damals schon hatte. Spielerprofil, ja, okay, kann ich verstehen. Aber auch die Spielstände. Krasse Scheiße. Gut, wir müssen ganz kurz abwarten. Wir haben knapp eine Stunde Zeit, Freunde. Das geht, obwohl ich schon wieder 4 Minuten verquatscht habe. Nichts Neues von dem her. Nichts Neues. Ja, Hardcore-Mode, wa? Wir wissen alle, was Hardcore-Mode bei 14.04 bedeutet. Ich meine, wir hatten schon 2 Staffeln hinter uns. Wir haben noch die Kampagne gemacht. Und immer gab es einen Typ, der uns ständig in die Suppe gespuckt hat. Mit dem Typ würde ich heute auch gerne noch abrechnen. Ich dachte mir sogar schon, hey, Staffel 3, wenn es eine gibt. Wie gesagt, hängt ja von euch auch ab. Dass es dann noch das letzte Mal sein wird, wo wir ihn auf die Fresse hauen. Weil irgendwann muss auch so ein alter Raffzahn-Wehr mal ins Gras beißen. So, Alter, Spiel, mach mal hinne. Ich mach gleich einen Cut. Bringt nichts, wa? So vielleicht drohen. Wird was bringen, aber nee. Würde mir sowieso wundern, wenn das lernen könnte. Er macht weiter, ich glaub's nicht. Die Spannung steigt. Was war der letzte Spielstand, frage ich mich gerade. Ende Staffel 2? Wo wir... Ich habe keinen Plan mehr, was war Staffel 2 schon wieder? Ich weiß, dass es das mit Venedig ja eigentlich verbockt hatte damals. Ein Spielstand hin, mir ist erst zu spät aufgefallen. Oh, die Norias, oh, das wird super lustig. Freue mich ja auch schon bei Anno 1800 drauf, mit dem Land der Löwen. Da werden wir ein ähnliches Thema haben, vermutlich. Wobei spielt 400 Jahre später, Kämpfe wird auch cool werden, mal gucken. Wer weiß jetzt. Goldfurt. Ja doch, kommt mir bekannt vor, die Insel. Kommt mir bekannt vor. Ziemlich leer mitunter. Ah, die Weltwunder waren es. Genau. Gut. Aber dazu. Wir gehen zurück zum Hauptmenü.
Das war ja schön nett und so, aber ich wollte eigentlich den letzten Spielstand unbedingt laden. Ich wollte mir hat ein Wunder genommen, ob wir irgendwie eine Auswahl hätten, sag ich jetzt mal. So, jetzt aber, warte mal, Spiel laden. Das zeigt man gerade an. Krasse Scheiße. Alle von Staffel 2. Cool. Also, Endlosspiel. Gehen Sie erneut auf die Reise. Ja, das passt ziemlich Aber genau. seid ihr ja wieder. Ich habe wichtige Informationen für euch. Ich führe die erlesensten Waren. Ihr solltet unbedingt einmal vorbeikommen, sobald ihr euch niedergelassen habt. Ihr seid zurück. Ihr konntet mich wohl nicht vergessen, wie? Ich lese in euch wie in einem offenen Buch. Lucius! Ja, ich sage Hardcore-Mode. Frieden, Handel, Bündnis. Bündnis wäre cool, weil. Egal, komm. Ihr kennt's ja. Kartengröße, Inselschwierigkeit, machen wir mal normal. Rohstoffe viel, neutrale Kräfte viel, kann er stellen? Nö. Aha. Das sieht schön aus. Kein Plan, was es sein soll. Vakuum Rückerstattung machen wir dann komplett. Aufträge machen wir normal. Feuer an, alle Katastrophen sollen mitkommen. Schiss. Startsituation mit Armada wäre eine Option und muss ich erstmal eine Insel suchen. Hardcore wäre ja, wenn wir schon mal ein Konto hätten. Das wäre mal geil. Nee, volles Konto. Scheiße, wir machen so. Scheiß drauf. Ich mach, glaube ich, mal mit ein bisschen Ruhm zum Beginn weg. Das kann nicht schaden. Startguthaben ein bisschen mehr. Start-Item. Da will ich mal gucken, was es sein soll. Aufgedeckt, ja. Sabotage, ja. Ratversammlung, ja. Aber damals auch alles verpennt. So. Siegbedingungen. Wollen wir keine drin oder doch? Im Moment erreichten. Nehmen wir diesmal raus. Bündnismedaille kriegen wir sowieso nicht hin. Erfüllte Metronen an der Errungenschaften. Nö. Alle Dinge weltweit. Oh, Gesandte. Ne, Schiffe versenken. Wir spielen mal eine Runde Schiffe versenken. Das wäre mal was. 1 Million Gold. Eine Million Gold jetzt zu überleben, wa? Versuchen wir das hier. So, Spiel starten, viel Spaß. Ich ziehe mich zurück, ich überlasse alles weiter in den Zukunfts-Michael. Alter. Was wird hardcore? Gut, wir haben noch knapp 50 Minuten Zeit. Ich werde aber einen Teil davon rausgeschnitten. Vielleicht noch nicht. Wo kommen wir raus? Also ich meine, im Gegensatz zu 1701 kann es keine Insel im Süden sein, sprich eine im Orient. Es muss eine im Okzident sein. Aber 1701 gibt es zwar den Orient ja auch, aber nicht mit eigenen Zivilisationsstufen, sondern mit eigenen Produktionsgütern, mit eigenen Rohstoffen, sowas halt. Das ist natürlich was anderes da. Da kannst du einfach mal jemanden irgendwo rausschmeißen. Weil wir jetzt im Orient landen, haben wir ein kleines Problem, Leute. Oder bin gespannt, wie sie es lösen würden. Und vor allem, kriege ich auch ein Schiff, wenn ich irgendwie was gemacht habe? Keine Ahnung. Freunde, es geht los. Ich bin gespannt. Let's show, let's test. Oder doch der Beginn einer neuen Ära, der Beginn der 3. Staffel. So, erst einmal. Sound, irgendwas stimmt hier nicht ganz. Hätte das gerne ein bisschen höher. Also mir schon bei 1701 aufgefallen, dass alles ein bisschen leise war im Vergleich. Okay, Vorgang ist irgendwie ein bisschen krasser. Ne, komm. Mach hier mal alles auf 50. Also zumindest die Dinge, an die wir junge Vergleich sein sollten. Der ist ein bisschen höher. Ja, ein bisschen lauter. Sprache ein bisschen sehr viel. Ich bin gespannt, komm.
Karten neu starten, der will aber auch es bald. Dies Eiland soll euch neue Heimat sein. Es ist an euch, darauf eine blühende Metropole zu errichten. Sieht cool aus. Kann machen. Ein gewagtes Vorhaben, das ihr da plant. Ich hoffe inständig, dass es einen glücklichen Ausgang findet. So, ich auch. Okay, er gab gerade gemerkt, ein bisschen zu leise im Vergleich. Jetzt könnte ein bisschen gefummelt werden. Gleich besser. Okay, hätte ich soweit. Wir brauchen erstmal ein bisschen Fische. Alter, noch 14.04. Wie lange ist das her? Ja gut, eigentlich noch gar nicht so lange, zumindest im Vergleich zu den anderen Teilen. Oh, jetzt geht das wieder los. Ja, ist gut. Können wir da irgendwie einfacher machen? Dankeschön. Mit dem Fischen, wie war das schon wieder? Irgendwie im Bestehen. Ich kann einfach die überall hinpflanzen, wo ich wollte, oder? War das nicht sogar so? Egal. Also, was haben wir überhaupt so aktuell im Konto? Ja, also das, womit wir eigentlich rechnen konnten. Na, mal gucken. Irgendwo ins Landesinnere, wa? Machen wir erstmal ein nettes Kontörchen. Eins dann, damit ich relativ nah bei den Rohstoffen bin. Eins hier, damit ich auf eine Insel kommt. Dann... Wir sind doch relativ teuer. Dann war natürlich noch eins da. Jetzt fangen wir noch eins da. Mhm. So, und ich würde sagen, hier bauen wir. Bisher alles noch ruhig. Das wird sich aber sehr, sehr schnell ändern. Kurz gucken. Welche Richtung baue ich weiter? In die Richtung, in alle Richtungen. Ah, die ganzen Gebäude hier, da wird auch lustig. Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles hatten. Was? Tja, wenn wir kein Holz mehr haben, ist natürlich scheiße. That not gut. So, was haben wir eigentlich hier für Erze, sag ich jetzt mal. Eisen, okay, zum Schmieden ist das natürlich geil. Und Stein, dann mache ich doch hier, weil wir brauchen sowieso Holz. Unter anderem auch dafür. Baue es doch einfach hier hin. So, ich glaube 3 Stück davon am Anfang reichen. So. 100%, sehr gut. Dann, was natürlich dringend, was haben wir eigentlich für ein Item? Das glaube ich aber nicht, ey. Starkes Item, ich sehe schon. Ein Kack-Item haben die mir gegeben, Alter. Arsch. Okay. Ganz ein bisschen rum, das geht schon. So, jetzt muss ich kurz abwarten. Gucken wir doch mal, was wir so haben. Insel Rot Kaltenbach. Servus Lucius, lange nicht mehr gesehen. Natürlich hat er eine neutrale Kraft auf der Insel, Alter. Wieso hat er so ein Schwein? Ich habe keine neutralen Kräfte hier. Bruder Hidarius, wie geht's? Wie steht's? Kannst ruhig mal quatschen. Stehlt nicht meine Zeit. Schnauze. Was haben wir hier Schönes? Oh, hier ist er. Was habt ihr dem Rat der 10 anzubieten? Momentan noch nicht viel, aber es ist nett, dass es dich gibt. Ja, er baut schon fleißig, ich sehe schon. Dann, wer ist denn hier? Ja, sprich. Ah, tretet doch näher.
Wohl, versuch's. Wo ist denn eigentlich die letzte? Ah, hier. Ich gewähre euch Audienz. Ach du Scheiße. Das ist echt da durch, muss nicht da. Mit am Arsch. Okay. Was habe ich eigentlich so alles? Most, Hanf, Trauben und ich kann noch was Viertes bauen. Das gab's noch alles. Super. Wenn ich Brot will, muss ich noch auf eine andere Insel. Super. Das gefällt mir gut. Der hat sowieso nicht viel. Theoretisch, die hier oben habe ich Kräuter auch noch. Die wäre gar nicht mal so schlecht, die Insel hier. Theoretisch könnte ich hier noch das mit den Bienen anpflanzen, beziehungsweise säen. Oder ich mache es hier. Mache auf die 3 Inseln direkt zum Miner. Fertig. Most. Gut, Moosbau ist fast auf jeder Insel. Deswegen haben sie auch fast jede, aber nicht unbedingt jede. Da hätte ich schon mal alle Güter abgedeckt. Warum kann jetzt noch eine hinzufügen? Jo. Also die 3 hier oben, beziehungsweise die beiden. Danke. Dann hätte ich das schon mal. Okay. Dann, wie sieht es mit dem Orient aus? Die ist ein bisschen zu klein. Hier ist gar nichts los. Die wäre für eine Hauptinsel hier unten relativ geil. Oh, Korsarenest, direkt vor der Es Hütte. wäre ratsam zu zahlen. So ist es recht. Okay, wie das kommt, kein Plan. Was führt euch in die Fremde? Doch, die Insel wäre geil, wenn wir direkt bei ihm hier, beim Großvisier. Okay. Übersicht gemacht. Ich speichere mal ganz kurz. Man weiß ja nie, nicht wahr? Was? Nee, neuer Spielstand natürlich. Endlos 3, 001, 1. Was ist denn das für eine Schreibweise? So, jetzt. Hui, das wird lustig. Gut, Plan gemacht. Jetzt muss ich schnell zur nächsten Stufe. Mosthof kann man bauen, okay. Die euphorischen Bürger, die können ruhig ein bisschen weniger euphorisch sein. Und zwar nachher erstmal muss ich mit dem Mosthof checken. Machen doch erstmal hier. Mir geht sowieso gerade nicht. So, keine Sorge, Freunde, ich habe es nicht vergessen. Ich muss wieder noch die Dinger hier. Okay, ist ein bisschen klüger geworden als die Ursprungsversion. Dann hätten wir das. Ist noch bei 100%. Die arbeiten. Wie sieht es mit der Ernährung aus? Jo. Gut. Dann weiter fleißig Häuser bauen. Zum Thema fleißig. Komm schon, machen wir nochmal schnell nach dem 3., 4. und 5. provisorisch hin. Ist egal, ich mache es mal hier. Ja, ich brauche am Anfang Holz, da kannst du machen, was du willst, aber ich brauch's halt. So, dann noch ein Wald bepflanzt. Egal. Kommt eh nachher wieder weg. So, hätten wir das. Für die Häuser brauche ich jetzt zum Glück brauche ich dafür kein Werkzeug. Aber wo Werkzeuge, wo ist er eigentlich? Also wenn ich gesagt habe, Moment, ich muss ganz kurz auf die Karte gucken. Die Routenplanung. Das neutrale Kraft gehört mir. Also die 3 würden mir gehören. Hier ist offenbar nichts los. Hier haben wir, das wird sowieso lustig. Weiter neutrale Kräfte, okay, dann kann er ist hier unten, ach du Scheiße. Okay, nee, er ist hier. Dann hole ich mir die Insel, wenn ich hier in der Nähe. Die Frage ist, wenn ich hier bin. Okay, hier, ich habe noch Ton. Hier aber Dattel und Gewürz ist für den Anfang. Die hier ist mir. Das ist ein Problem. Ich brauche hier unten leider relativ viel. Okay, die wäre gut, weil dann kann ich direkt 2 Sachen miteinander machen. Indigo und die Seide, das kommt alles langsam wieder. Hier hätten wir noch den Ton, wobei Ton und glaube ich hier auch erweitern, wenn ich alles auf einer Insel habe. Und dann hätten wir hier Kaffee und eventuell noch etwas, weil ich glaube Rosenwasser gab es auch noch. Zuckerrohr ja auch noch, ein Arsch. Wobei, warte mal, wenn wir die 3 haben, okay.
Ich brauche Indigo noch später noch für andere Dinge. Haben wir Kaffee plus, sage ich jetzt mal, noch Zuckerrohr. Ich helfe euch gerne aus. Danke. Und okay, dann geht das auf. Mit den drei wäre ich auch gut im Geschäft, aber ganz ehrlich, wenn ich den Plan durchziehen will, ich bin gerade erstaunt, wie schnell ich mit der ganzen Planung bin, da muss ich aber echt Gas geben. Lecco mio. Brauchen wir auch langsam mal ein Schiffchen. War das eigentlich schon wieder? Diplomatie. Wir sind hier Brüder. Korsarenpakte erkauft. Haben wir nicht schon den ersten erkauft? Okay, vielleicht kommt das erst mit dem ersten Wie dann. schön, euch wiederzusehen. Ja, Darlehen erbieten, nee. Ich brauche generell Schiffe. Ich gebe Ja, bitte. Also ich kann machen, was so viel am Anfang, ich brauche erstmal Schiffe. Ich habe erwartet, dass ihr mich aufsucht. Okay, hilft alles nichts, ich brauche erstmal Schiffe. Sonst können wir alles vergessen. So, die sind dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. Ja, ja, es ist so geil. Ich gehe gleich so richtig steil. Dabei kann ich nicht mehr singen und deswegen lasse ich es auch direkt wieder. So, warte mal. Haben wir noch nichts irgendwie Kapelle und so? Nachher müssen wir gucken. Wir brauchen dringend Häuser. Baukastensystem, wir alle kennen es, wir alle lieben es. Da ging wir schnell. Verdammte Kacke! Wenn ihr so weitermacht, herrscht ihr eines Tages über eine Metropole. Das war der Plan, aber irgendwie klappt es nicht so richtig. So, komm schon, ich brauche mehr Holz. Marine, dankeschön. So, wir sind noch glücklich. Habe ich eigentlich da gesagt, nö, bitte sperren. Also wir brauchen sowieso nur das. Okay, dann könnt ihr bald mal aufsteigen. Dann nächsten baue ich mal weiter. Kurz überlegen, war das nicht das Spiel, wo ich auch noch das mit den Zimmermannshäusern und Feuerwachen brauchte? Also Feuerwachen war sowieso meistens, aber vor allem Zimmerwache. So. Einige Bürger sind in die Stadt gezogen. Ja, danke, ich merk's. Ich merk's an den Kosten vor allem. Leck mich am Arsch. Wie So. es scheint, sorgt ihr gut für eure Bevölkerung. Oh, ich kann schon Orient, super, brauche erstmal Die Schiffe. Bevölkerung eines Konkurrenten. Endlich hebt ihr eure Stadt auf ein brauchbares Niveau. Ich versuch's. Damit eure Stadt weiter wachsen kann, müsst ihr die umliegenden Inseln erkunden. Ja, dann mach mal. Gib mir ein Schiff. Habt Verständnis und leistet. Ich helfe euch gerne aus. Meine So, Lager stehen. Orient. Damit das mit Orient funktioniert, brauche ich erstmal die Dinge oder... Erstmal freischalten. So. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann, Wie gut ich alles noch im Kopf habe. Krasse Scheiße. Wenn ich schon dabei bin. Ich helfe euch gerne aus. So, jetzt aber schnell hier runter. Hervorragend. Genau so ist es richtig. So, hätten wir das schon mal. Jetzt kurz überlegen. Das, wenn ich die aufsteigen lasse, waren unsere Werkzeuge. Und dann ein Der bisschen doof. Großvezier wartet schon. Mit diesem Zeichen eurer Ehrerbietung Ja, bin ja dabei. werdet ihr Al-Sahir ohne Zweifel erfreuen. Das war der Plan. So, ich brauche dringend Steine. Okay. Ich kann das upgraden, solange es noch geht. Mache das mal. War ja auch so ein seltsames System im Vergleich zu 14.04. Und ich das so upgraden kann. Ja. Sehr gut. Kann ich mal machen. Ah, kann nicht schaden. So. Holz läuft, Werkzeuge, ja, geht so. Und dann relativ egal. Ich brauche erstmal kurz gucken. Er ist unterwegs mit Schiffchen. Da steigt Salam alles noch. alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Die ist ganz meinerseits.
Mach hier erstmal weiter. Denn wie gesagt, wir brauchen dringend, weil das Lucius und Co. mit den Krieg erklären wird sehr schnell kommen, vor allem wenn ich anfange, die ganzen Inseln mein eigen zu nennen. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen Gas geben. So, dann machen wir bis hier hin. Blau passen hier auch noch nicht, wa? Okay, und damit das erst gibt, auch erstmal ein bisschen ansehen. Das Ihr kommt bringt ein gleich. Zeichen eurer Freundschaft, fortwährenden Bemühungen. Gut. Das wäre somit getan. Dann schnell. Das habe ich gesagt, wird die Hauptinsel. Jo, die ist schön groß. Jetzt kurz gucken. Ich möchte ja relativ geringe Wege zu allen Inseln haben, also mache ich direkt hier. Euch zu neuen Ufern führen. Dankeschön. Hat er schon was? Der hat schon was an Bord. Perfekt. Dann machst du das. Und du gehst mit dem ganzen Zeug nach oben und holst die beiden Inseln da oben. Alter, Lucius wird mir so den Krieg erklären und den Marsch blasen. Kommt Leute, wir wissen es alle. Es sagt es bloß keiner. So, kurz vorbereiten. Wir brauchen dringend noch einen dritten Mosthof. Okay, das mit dem Hanf. Das war ja vor allem für die Klamotten. Zu kommen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Gewürze kommen gleich. Erstmal muss er das machen, Leinenkuten. Leinenkuten. Das war glaube ich auch 2:1. Wenn wir da alles im richtigen Kopf haben. Ich habe gerade natürlich die Liste nicht zur Hand, aber das kommt dann später noch. Wo die ganzen Produktionsgüten so draufstehen. Eine mutige Entscheidung. Im Orient werdet ihr bestimmt auf neue Herausforderungen stoßen. Der Sultan gestattet es auch Fremden, sich hier im Orient anzusiedeln. Heil dem Sultan. Die Frage ist auch, ob er die Kohle bereits ein bisschen eintauscht für Ruhm. Das ist die Höhe. Eine Insel Ja, wurde ist von mir einem scheißegal. Mitspieler besiedelt. Ist mir scheißegal, ich hole mir direkt alle Inseln hier. Schon mal da oben. Nein, da ist der falsche. Muss man schiffern. Alter, braucht der lange. Okay, die beiden Inseln hole ich mir noch. Als Baronessa habe ich ein Anrecht auf eine angemessene Flotte. Das klappt jetzt selig. Also, die Insel Kurast Ihr hätten werdet wir. wieder von mir hören. Danke. Kann ja nicht schaden. Und zwar sowohl Holz als auch Werkzeuge. Ja, ich gehe hier in die Vollen. Ein Mitspieler hat eine orientalische Siedlung gegründet. Eine bodenlose Frechheit ist das. Sie ist plötzlich so sauer. Wow, war die aber schnell. Alter, kaum die Grünen schon, zack, bums. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Was? Ihr seid ganz nach meinem Geschmack. Willst du mich verarschen? Warum Ist das kann die ein mit dem ersten Höflichkeitsbesuch? das hier unten machen und dann direkt hier oben? Können wir das mal erklären? Wie geht das? Können wir noch was machen? Ey, sorry, wenn ich hier nichts machen kann, ich lag an einem Spielstand neu. Das darf wohl nicht wahr sein. Diese Baupläne könnten euch nützen. Dein fucking Ernst, ich darf hier nirgendwo bauen, weil ich nicht durchkomme, als mir alles zugebaut hat.
So, ich meine, näher werde ich hier sowieso... Ja, natürlich, das hier geht, oder? Meine Ernennung zum Großvezier ist eine besondere Ehre für mich. Mit meiner Gastfreundschaft könnt ihr immer rechnen. Die Frage ist jetzt, dass wir gerade stille. Achso. Es spricht für euch, dass ihr eurem Kaiser unaufgefordert Tribut zollt. Ja, aber es ist nicht viel. Das ist das Problem. Ich meine, ich kann ja meine ganze Kohle Ein wirklich rausschmeißen. hässliches Wort, nicht wahr? Ich werde dem Sultan von eurer freundlichen Zuwendung berichten. Ja, also wenn ich es so mache, ich hätte immer noch nicht genug. Ihr seid hier immer gern gesehen. Ja, okay, komm. Nö, machen wir es anders. Sorry, da habe ich keinen Bock drauf, dass mir hier die Baronessa hier ins Handwerk reinpfuscht. Habe ich null Bock. Interessant, dass sie so auf Aşgabat abfährt, wa? Ist halt die Frage, lasse ich erstmal beide Schiffe unten im Orient, hol mir direkt alle 3 Inseln, baue sie so weit zu, dass sie gar nichts da ja erstmal machen können, weil mit ihren Schiffen, selbst wenn sie Kriegsschiffe schon hätten, was soll ich mit denen sie irgendwie was machen könnten? Sie können nur meine Kontur angreifen. So. Ganz kurz gucken, nicht, dass ich da irgendwie was verpasst habe. Ich habe aber schon ein Ding eingekauft, oder? Ah ja, Werkzeuge sind drin, gut. Und dann habe ich ja gesagt, hey, ich brauche mehr Holz. Das hier hatte ich da noch nicht, das stimmt auch. Mal gucken, wie weit ich es hier mache. Es war mir jetzt in der Anfangsphase wird, dass mir hier nicht die anderen irgendwie reinpfuschen. Ich meine, wir alle verstehen, so die Baronessa hat das Gefühl, kack drauf. War einfach zu schnell und zu gierig. Hätte ich lieber hier erstmal nur die Insel machen sollen. Und die beiden noch außen vor lassen. Theoretisch würde auch die gehen, aber wegen dem Wegen und so, da wäre es so geil zwischen diesen dreien. Nee, nee. Die brauche ich, die will ich. Gut, theoretisch könnte man das später irgendwie via Krieg, sage ich jetzt mal, via Kriegshandlung holen, da würde ja theoretisch auch gehen, aber wer will das schon? Wenn es friedlich geht. Ja, warte mal, muss doch, war gar nicht so viel, krass. Hä? Ah, ich würde sagen, hey. War gerade leicht verwirrt. So, gehen wir noch ein bisschen hin hier. Danke. Das Wachstum ihrer Ansiedlung ist nicht aufzuhalten. Das hat was. Ihr habt ein gutes Händchen bewiesen beim Ausbau eurer Siedlung. Danke. Ist jetzt gerade die Frage, speichere mir jetzt den Ruhm auf, damit ich nachher mir schon mal ein paar Kriegsschiffe holen kann von ihm. Wäre eine Option, oder? Scheiß Bild, ey. Seid mir herzlich gegrüßt. Ich krieg nachher ein Schiff. Die Voraussetzung wäre sowieso schon erfüllt. 2 kleine Kriegsschiffe, das Ich ist nicht empfange schlecht. nicht oft Besucher aus dem Oder hole ich Abendland. mir ein großes von ihm. Gut, kostet auch ein bisschen Was mehr Ruhm. habt ihr dem Rat der 10 Die Kaufmannskohle kann es nicht verbrauchen. Das ist leider so. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ja, komm auf den Startpunkt an. Oh, fuck.
Ich habe einen Fehler gemacht, sehe ich. So, warte mal. Habe ich sie hier schon gesperrt? Nö, natürlich nicht. Da machen wir schnell die Kapelle. Alter, das kostet. Mach mal hin hier mit dem Holz. Und dann die Dünger, Leute. Die wollen schon aufsteigen im Leben. Ja, eben, sind bloß die Rechte. Sie wollen mir ihre Rechte vorlesen. Ich sage einfach nur, verpiss dich. So. Das hätten wir. Das erste hier alles schön. Die Straßen ziehen. Die Straßen zum Glück. Bringt eh nur Pech. Mach jemand keiner aufs Feld. Nee, natürlich nicht. Ja, das alte Dilemma. So. Und ich mal entsperren. Beziehungsweise, nee, die sind nur gesperrt, das stimmt. Aber ich schicke den mal hoch. Alter, die Kapelle, ein kleiner Radius. Gut, ich kann sie nachher die Kirche ersetzen. Hier ging das ja noch. Außer ich will mich jetzt sehr schwer täuschen. Sehr schwer irren. Wenn das nicht so wäre. Gewesen wäre. Wir haben es vorhin ja gemerkt. Da war noch ein dritten. Wenn ich mal genug Holz hätte. Wenn ich mal genug Holz hätte. Dankeschön. Ja, er macht die Platzierung klüger als früher. Das stimmt schon. Fische. Momentan haben wir, glaube ich, noch genug. Kann es natürlich schnell ändern. Ja, wobei kann man so. Bis so weit ist, dauert es noch ein bisschen. Da müssen wir halt warten, bis hier der Most aufgefüllt ist. Währenddessen bauen wir weiter. Ich würde mal sagen, hier oben weitermachen, wa? Weil hier ist schon nichts mehr los. Ja, einer kann auch hier hin. Oder wieder hier hin. Nochmal. Einer ihrer Mitspieler hat eine höhere Zivilisationsstufe erreicht. Ich wollte gerade sagen, wieso ist es jetzt auch schneller als vorher? Also aber kein Holz. Ja, ich glaube das nicht, ey. Einige Bürger sind in ihrer Stadt gezogen. Gut gemacht. Der Fortschritt in eurer Stadt ist für jedermann sichtbar. Schiff. Ihr habt bewiesen, dass ihr habt Verständnis und leistet. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Ich bin gern bereit. Doch am Anfang war auch nur 50, um den ersten freizuschalten. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Einer ihrer Mitspieler. Mit diesem Handel. Meine Lager stehen euch jederzeit. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. So, jetzt aber schnell runter. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. So, ist offen. Eure Stadt scheint zu florieren. Ich werde dem Kaiser von eurem Einsatz. Sehr gut, 410 Ruhm. Spare mal ganz kurz. Der Großvezier wartet schon. Mit diesem Zeichen eurer Ehrerbietung werdet ihr Alsa hier ohne Zweifel erfreuen. Ja, das wäre schön. Gott segne euch für alles, was ihr für diese Stadt tut. Ich versuch's. Und Gott versucht's auch. Kein Werkzeug mehr, jetzt muss ich kurz abwarten. Bis da jemand kommt, der mir hilft. Da kommt er auch schon. Regelmäßig meine Berichte. Also sobald er dann da ist, fangen wir mal an mit den Steinen. Dankeschön. So. Steinproduktion auch dran, aber auch eine Hanfplantage und die Webstube. Kann ich auch hier alles machen, passt soweit also. Die Bevölkerung eines Konkurrenten ist zur nächsten Zivilisationsstufe aufgestiegen.
Das war zu befürchten. Ich muss nur ganz kurz abwarten, bis ich hier unten bin. Und dann das Schiffchen kriege. Und dann wird es eben Zeit, mit Insel hier zu holen. Und vor allem zuzubauen, wenn wieder irgendjemand kommt. Wenn wir noch echt genug Gruben haben, dann hole ich mir schnell 2 Kriegsschiffe. Ihr ihm seid hier? hier immer gern gesehen. Ich muss kurz abwarten. Ich bin mir nicht ganz so sicher, was es mit dem Ruhm war. Dann nochmal abspeichern und dann habe ich, glaube ich, einen ziemlich guten Stand. Ihr bringt ein Zeichen eurer Freunde. Die Leute beginnen von euch zu sprechen. So. Willkommen. Großartig. Al-Zahir fasst Vertrauen. Der erste. Diese Gebäude werden euch helfen, im Orient Fuß zu fassen. Dies kostbare Schiff soll euer sein. So will es der Sultan. Und was der Sultan will, das kriegt er auch. Alles klar. Ein bisschen Schiss vor der Baronessa, dass die mir direkt wieder hier alles klauen will. Das lasse ich diesmal nicht einfach so zu. Nein, nein, du, das gibt's jetzt einfach nicht. Ja, weil Kontore sind halt, oder Basare, wie sie heißen im Orient, sind halt auch teuer. Ja, ich habe schon gesehen, mit den Errungenschaften, aber die sind halt ein bisschen teuer. Die kommen ja später. Okay. Ihr setzt Fuß auf ein südliches Eiland, ganz wie der Kaiser es wünschte. Wer uns friedlich begegnet, sei im Orient willkommen. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Keine Zeit zum Gucken, leider Gottes. Den Fleck können sie von mir aus haben, das ist mir relativ egal. Die Insel ist echt groß. Hier alles abzudecken, war klar, dass es schwierig wird. Kann ich jetzt vielleicht irgendwie den abreißen? Weil ich bereits die hier platziert habe. Auch den hier abreißen. Ihr werdet wieder von mir hören. So, Ein Mitspieler hat eine orientalische Siedlung gegründet. okay, da drüben. Jetzt ganz schnell. Diplomatie. Eure Situation dauert. Sehr gut. Jetzt werden sie sowieso sauer werden. Das heißt, er muss dann je nachdem anders reagieren. 001, 2. So. Quasi erster Part, Teil 2. Gut, Freunde, wir haben noch knapp 15 Minuten. Spiel gesichert. Bin gespannt, wie ich mich so anstellen werde. Welch angenehmer Besuch. Kein Holz hier mehr, nix. Wartet er noch irgendwas? Ich habe erwartet, dass ihr Jo. mich aufsucht. Hier. Wir haben ganz kurz gucken. Währenddessen die beiden Schiffchen können hier runter. Sollen ihn eskortieren, weil hier oben bringt es momentan jetzt nicht so viel. Okay, die beiden Insel bauen nachher. Jetzt erstmal gucken. Wir haben auch schon ein bisschen Steine. Sehr gut. Wie sieht es generell hier so aus? Ja. Langsam lässt sich Wohlstand in dieser Stadt erkennen. Du meinst wohl langsam aber sicher, hm? Ja, ich habe den Unterton genau gemerkt. Genau bemerkt. Aber ich brauche erstmal hier ein bisschen Kohle. So. Jetzt wäre also der Hanf dran. 3, 2, 4. Geht sogar auf, krass. Also, hier ist Most.
Baue ich das erste Mal hier hin. Okay, hier hat noch ein bisschen Mühe, aber egal. Hauptsache, das kommt jetzt zum Laufen. Dann hätten wir das auch. Steine sind auch dabei. Sehr gut. Der Handel entblößt. Interessante Auswahl. Finde ich gar eben. vergnügliche Entwicklung. So, jetzt brauche ich noch ein paar Konturen dazwischen, weil ich will ja trotz allem hier mal bauen. Nicht wahr? Wenn wir hier natürlich schon Datteln haben, aber bringt jetzt noch nicht so viel, finde ich. Natürlich wird fürs Erste natürlich mal Zeit für den Bazar. Die Frage ist, kann ich den jetzt anstelle eines Markthaus bauen? Ja, ich glaube, das war so. Und dann kommt das mit Nurin und so ins Spiel. Wer kennt's ja. Ganz schön lange unterwegs war. Ah, okay, sehr schön. Dann bereits mit einem kleinen Kriegsschiffchen. Der Natürlich zu Beginn wegen ein bisschen teurer. Aber ganz ehrlich, ist er bitter nötig. Okay, dann machen wir doch mal das hier. Nachher wird es halt lustig. Soll ich bereits die Inseln hier zumindest mal versuchen zu übernehmen mit einem Konto und fertig. Dann lass es mal noch, wenn die anderen was machen, dann gehe ich in den Kriegszustand. Wäre auch nicht unbedingt geil. Erstmal bauen, würde ich sagen, wa? Also schon mal hier draußen. Wir machen natürlich hier nochmal was. Und hier. So. Da oben bin ich. Mache hier oben das mit den Produktionsdingen. Ja, ich glaube schon. So, wie wir alle wissen, wir brauchen Norias. Und das hier leider nicht so knapp. Ja, ich weiß, überschneidet sich ein bisschen, aber das darf es ja ruhig. Beziehungsweise sogar, es muss sich leicht überschneiden. Ich glaube, ich habe hier sogar noch vergessen, was einzukaufen, kann das sein? Jo. Ah, okay. Du wirst es verschmerzen. Muss ich, hab gar keine Wahl. So, Gewürze gehen eh noch nicht, also erstmal Dattelplantagen. Nomadenhüte kosten eben auch schon ein bisschen davon, das war zu befürchten. Ziel ist erst der. Ich habe hier unten ja noch ein bisschen. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Du bist ein Arschloch. Aber gut, lass ich jetzt nicht ändern, ist momentan auch jetzt noch nicht so wichtig, das kommt ja später und bis dahin bin ich eben Kriegszustand mit ihm, also scheiß drauf. Ja, das läuft noch, da kommt sicher noch. Den hier oben irgendwo anders hin platzieren. Ja. 100, gut. Dann hätten wir das schon mal. Dann noch die Frage, hast du wieder irgendwie Was Holz oder so? mir die Ehre eures erneuten Besuchs? Also viel, aber kein Holz. Wahrscheinlich kann es trotzdem nicht. Weil ich noch ein bisschen Holz habe, fange ich an hier zu bauen, logischerweise, weil Dattelplantage, die Versorgung ist schon mal geritzt. Hier ist dann vor allem Zwischenwege für die Gewürze. Da brauche ich ja vielleicht noch eine dritte Nuria und so. Und hier unten ist klar.
Aber hier kommt schon mal keiner hin. So, wenn er unbedingt hier im Finstertam, Name ist Programm, wenn er unbedingt da was machen will, soll von mir aus. Ich guck mal hier oben. Okay. Holz ist offenbar schon gut bedient, war so wie es aussieht. Bauen wir hier mal ein bisschen höher, ein bisschen größer natürlich. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Da unten. Was irgendwie auch zu erwarten war. Langsam lässt sich Wohlstand in dieser Stadt erkennen. Okay, die Klamotten haben sie jetzt auch. Eigentlich brauche ich noch relativ schnell Gewürze. Oder ich mache da weiter mit den Bürgern, dass die relativ schnell upgradet werden. So, mehr wunderbar so oder so. Kann ich machen, was ich will. Irgendwann kommt mal die Kack. Ja. Ich würde sagen Kapelle. Erstmal auf grün, hellgrün. Wir können sowieso nicht upgraden. Hier. Seid ihr an den Kostbarkeiten? Damit bin ich einverstanden. Ja, Speed wäre generell nicht schlecht, aber vielleicht erst später. So. Hier kommt irgendwie keiner zum Handeln, finde ich ein bisschen doof. Muss leider nochmal gucken. Was habt ihr dem Rat der 10 anzubieten? Ja, dann nicht viel Holz, okay. Wir machen was anderes, wir bauen hier schnell selber noch eine Holzhüttel. Nur zu, Hüttel. macht euch mit unserer Baukunst vertraut. Weil ganz ehrlich, Holz fällen kann man auch hier. Wenn es nur daran scheitern sollte. So, ein bisschen mehr. Da passt schon. Okay, der Weg ist natürlich weit bis hier oben. Ich meine, theoretisch könnte ich hier nochmal ein Konto bauen, wenn es irgendwie geht. Das geht ja später. Okay, was nicht das, was anderes. Was erst irgendwo, naja, irgendwo halt kommt. Ein Mitspieler hat eine orientalische Siedlung gegründet. Schon wieder? Gut, sieht zwar ein bisschen anders aus, aber okay. Ist die Frage, lasse ich ihn jetzt hier mal hier unten alleine? Er soll vielleicht mal da oben ein bisschen besiedeln. Ja, komm. Ich will auch mal vorsichtshalber hier hin. Sobald ich ein bisschen mehr Ruhm habe, will ich mir das Segel holen. Den wir sowieso brauchen. So, und hier wird es jetzt mal Zeit für ein paar Häuser. Endlich mal. Ein Mitspieler hat eine orientalische Siedlung gegründet. Insel besiedeln, so ist nicht das Gleiche. Alles klar. Ja, das haben wir fast schon gedacht. Vielen Dank für die Info. Nö. So, wir langsam mal ausbauen. Okay, da wird noch ein bisschen dauern. Ein feindlicher Scherge treibt sich in ihrer Stadt herum. Oh, hatten wir auch schon lange nicht mehr. Also, gehen wir auf die Suche nach dem Schergen. Und da ist auch schon. Nee. Nee, den finden wir schon, keine Sorge. Mit denen hat er eigentlich selten Probleme, vor allem wenn die Stadt noch so klein ist. Oder wo steckt es doch gleich? Es geht doch. Hä, wo ist er? Der feindliche Scherge. Fangt den Schergen eures Feindes lieber ein.
bevor er seine Missetat vollbringen kann. Super, habe ich nicht gesehen. Scheiße. Lasst mich euch Ja, ein ich nehme an, wenig es wird unter der, die Arme ich greifen. nehme an, es wird der Marktplatz sein. Alles andere wäre ein bisschen crazy. Ich meine, da ist ja so ein Typ. Der irgendwie gebückt dahin läuft, sag ich jetzt mal. In ihrer Stadt treibt ein feindlicher Scherge sein Unwesen. Ja. Ah, da. Gerade noch rechtzeitig, um Schlimmeres zu verhindern. Jo, finde ich auch. Hä? Wo ist. Hä? Ah, die haben hier gehandelt, ja super. Ich habe mich schon gefragt, wo zum Henker ist das Ding hin? Ich brauchte fürs erste relativ lange nix. Und ihr habt ja auch mit dem Wetter so gesehen keine Probleme. So. Ich würde sagen, passt. Kriegt Luft. Alles super. Irgendwann wollen sie dann mal ein bisschen Getränke haben. Und dann müsste, glaube ich, der Zeitpunkt sein, wo ich Dinge bauen kann. Die Gewürzfarm. Dann wird es soweit sein. Gut, Datteln steigen, das war klar. 2 reichen, glaube ich, für relativ lange zumindest. Hier wollte ich eigentlich noch wegen Werkzeug gucken, weil ich oben gar nichts mehr kriege. Kommt Schaden. Ah, ich habe gar keinen oben mehr. Ich schlage ein. Fehlen auch hier oben die Werkzeuge. Bin ich jetzt nicht ganz so geil? Sind natürlich hier unten noch ein bisschen teuer. Wohl eher teurer. Den wollte ich noch eingeblendet haben. Genau, es sind momentan nur 3 pro Hütte, deswegen auch relativ viele, bis da mal irgendwas geht. Gut. Ja, Freunde, die Stunde ist wieder um. Ich weiß, es ist krass, wie schnell es geht, aber so ist das Leben. Und ja, man kann aber trotzdem sagen, das ist jetzt eigentlich so weit gesehen trotz allem ein mehr oder weniger erfolgreicher Einstieg in das Let's Play von Anno 1404, wenn es eine 3. Staffel geben sollte. Ist, wie gesagt, das hängt von euch ab, wa? Ihr habt ja jetzt gesehen, was ich zu stottern habe. Habt ihr gesehen und vor allem gehört. Nee, wie gesagt, es ist sowohl Anno 1701 als auch 1404 machen gerade megamäßig Bock. In dem Sinne, von mir aus können wir gerne, ist egal welches wir fortsetzen, ob es von 1701 oder 1404 ist. Bitte bei 1701 das Video von gestern, beziehungsweise sogar vorgestern angucken. Ja, ist ein bisschen doof, dass momentan die Videos nicht jeden Tag kommen, hat aber damit zu tun, dass sie eben auch durch die hohe Auflösung, die ich hier aufnehme, relativ groß sind. Also 1701 war 8 GB groß, als es dann auf YouTube hochladen konnte. Für eine Stunde, ich bin gespannt. 1404 wird vermutlich so 10 bis 15 GB groß sein. Ja, ich vermute sogar, ich bringe es erst am Sonntag. Ja, kann gut sein. Dann wäre sogar 1701 kann, glaube ich, am Donnerstag, wären sogar 3 oder 4 Tage her. Krass. Egal. In diesem Sinne, Freunde, das war's von meiner Seite für das Let's Show Let's Test Anno 1404 History Edition Version. Da sieht man einen großen Unterschied. Meiner Ansicht nach läuft es ein bisschen flüssiger als die ursprüngliche Version. Natürlich ist alles noch ein bisschen mehr hochgepusht und so. Mehr Polyfills drin, etc. etc. Und ja, ich meine, das Feeling ist natürlich sowieso da ist klar. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch der Meinung seid, ja, wir möchten gerne ein Let's Play der Anno-Reihe haben, der Anno-Reihen haben,
Wie gesagt, hier muss ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen. Ich meine, aktuell haben wir noch Anno 1800, was zu einer Pause ist. Liegt aber nur am Land der Löwen. DLC, was dann bald noch kommen wird. Sobald das kommt, geht Anno 1800 weiter, weil es auch ein bisschen Story hat und so. Aber vermutlich nicht sehr lange. Jetzt ist die Frage. Legen wir los mit Anno 1701? Machen dort weiter, wo wir bei der History Edition aufgehört haben? Oder legen wir los mit Anno 1404? Dort, wo wir jetzt eben aufgehört haben. Diese Entscheidung liegt bei euch. Grundsätzlich sage ich ja, wir können beides machen, das wäre kein Problem, aber nicht gleichzeitig. Also machen entweder 1404, zocken die 3. Staffel und danach 1701, dort wäre es dann wohl die 2. Staffel, oder umgekehrt, erst 1701, machen weiter, wo wir aufgehört haben mit der History Edition und danach wieder hier 1404 Venedig mit der 3. Staffel losgehen. Aber wie gesagt, das liegt alles bei euch. Ich glaube sogar, wenn es dann soweit ist, würde ich je nachdem dann den ersten Part vom jeweiligen Let's Play nochmal hochladen. Einfach halt auch anders benennen. Da muss ich mal gucken, wie ich das denn genau mache. Ja, wobei irgendwie auch doof, aber... Ja, wobei... Nee, doof. Ja, doof wäre schon. Nee, ich lasse so. Und im Thumbnail. Irgendwie die History Edition Thumbnails haben was, finde ich. Egal. Es tut hier nicht zur Sache. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, hat euch auch so viel Spaß gemacht wie mir. Und... Wie schon so oft erwähnt, bitte schreibt mir in die Kommentare, ob ihr gerne eine Fortsetzung hiervon haben wollt, von 1404 oder 1701. Ihr könnt mir das natürlich auch gerne ins Video von 1701 reinschreiben. Ich glaube, ich werde sowieso so gegen Ende Juli rum, jetzt haben wir irgendwie den 10. oder 12. Juli, gegen Ende Juli rum dann nochmal eine Umfrage machen, weil ich habe nachher auch ein paar Wochen Urlaub, würde dann gerne ein Anno-Teil, denke ich mal, schon noch weiter zocken. Aber eben, das liegt dann alles, sage ich mal, bei euch. An der Stelle vielen Dank fürs Zusehen, schon wieder. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei der legendären Anno-Reihe. Ciao zusammen.